Ey Jungs, tamam, langsam haben wir es gecheckt. Ihr seid die krassesten, ihr verkauft Shows aus, ihr werdet überall erkannt, alle wollen Bilder mit euch. Aber beruhigt euch bitte, ist gut. Was geht ab, Chilo 385? Ewa und Abdi Süd. Wir sind bei Kurz und Bündig. Die zwei Kurven mit dem beschissensten Podcast. ja, der Melodie. Ey, ich schwöre ihr zwei. Irgendwann, ich verwünsche euch und nachher sehen wir. Okay? Ja, keine Ahnung, ich bin einfach Bullen geschlagen. Brüder, ich habe Termin. Brüder. Ciao. Ach, jetzt verstehe ich es. Jetzt kurz und bündig. Ja, Bruder. Jetzt gecheckt. Kurz und bündig mit motherfucking Postcard. Das ist kurz und windig, Neue Woche oder neue zweite Woche, neue Folge. Das ist wahrscheinlich die frischeste Folge, die die Leute wahrscheinlich jemals von uns hören werden. Genau. Von Aufnahme zu Release ist das so wenig Zeit. Auf jeden Fall, frisch als jetzt geht es nicht. Es geht nicht, frisch als jetzt geht es nicht. Deswegen willkommen zu einer neuen Folge, kurz und bündig. Yo. Dein Lieblingspodcast. Dein Lieblingspodcast oder dein angehender Lieblingspodcast. Oder einfach auch nur Play drücken. Bist du mal Fan, gib einfach den Stream, scheißegal, gönn uns den Stream. Ja, mach ein bisschen Intro, nicht? Geile Intro, Bruder. Ja, ein bisschen Intro. Sag noch etwas wegen Like und Subscribe. Live subscribe, ja. Das machen wir eigentlich nie, weißt du? Egal, Wir machen immer, vor allem wenn wir es machen, machen wir immer am falschen Moment. So, am Schluss, ja, vergessen nicht folgen. Nur die treue Weg zu. Also, folgt, liket, teilt. Und erzählt allen neuen Kollegen und engsten Leuten, dass es uns gibt. Bitte. Genau, jetzt haben wir gemacht, so ein bisschen YouTube-Vlog-mäßig. Ja, wieso nehmen wir heute auf und wieso nehmen wir jetzt auf und tun es nachher releasen? Jetzt haben wir doch extra auf 2 Wochen gewechselt, Ja. damit wir nicht so einen Stress haben. Genau, oder dass wir wenigstens, wenn wir Stress haben, noch Zeit haben zum einen machen. Dass wir immerhin pünktlich posten können. Ja, aber es ist wieder mal so weit, dass wir genau um die Zeit wieder sehr ausgelastet sind. Ja. Wir sind sehr fest gerade beschäftigt. Ich hoffe, wir können bald darüber reden, was wir gerade am machen sind. Und nicht so, dass wir jetzt 0 freie Sekunden hatten. So. Das Wochenende wäre vielleicht möglich gewesen, aber Schicksal hat nicht wollen. Der Bruder ist einmal schnell noch gegangen, der Josh hat kurz gegen die Viren gefightet. Ich bin so oft krank in letzter Zeit, Bro. Crazy. Stress. Aber Stress und Nummer 1, ja, Grund Nummer 1, 100 Pro. Ich bin einfach gestresst, ich bin krank gewesen, ich habe nicht mögen, dass wir aufnehmen können. Aber es war sonst noch etwas anderes gewesen, warum wir nicht aufgenommen haben, Bro. Ja, also wir wollten eigentlich am Samstag aufnehmen. Dann hat er sich abgemeldet, also Bro, ich bin KO. Ich glaube, wir müssen das am Montag aufnehmen, ich schaue noch morgen, aber ich bin KO. Ja. Und ich so easy und dann hast du dich am Sonntag bei mir gemeldet, so am Nachmittag. Du sagst, Bro, es geht mir ein bisschen besser, falls du rum bist, melde dich doch, ich könnte heute noch aufnehmen, weißt du. Ich wäre rum. Und du hast gesagt? Ich so, Bro, ich bin tot. Warum, Bro? Ich so, ich bin tot, ich bin KO. Weil ich weiß nicht, wie lange das her ist, aber nach sicher mindestens 2 Jahren oder so mal wieder im Ausgang bin. Unsere Lieblingskollegin, Cousine, Schwester, alles, hat Geburtstag gefeiert im Mutz. Das ist in der Nähe Hartbruck Bahnhof. Und das ist so ein DJ, weißt du, so ein Kurd und ein Holländer, glaube ich, ja. Die nennen sich Hamus, wahrscheinlich spricht es auch falsch aus. Aber die sind dann auf Zürich gekommen, weißt du, so kurdische Haus, etwas. Nachher sind wir dort hingegangen und. So ein Hallein mit extra Straps. Ja, genau, so Hallein mit du push me. Wie war es? Ey, geil. Also brutal geil. Ich habe am Anfang gedacht, komm, ich trinke, glaube ich, ein bisschen mit, weißt du, so anstoßen, dann ist gut. Ja. Dann habe ich am Anfang gar nicht mitgetrunken. Ich so, nein, weißt du, gab es bessere so und so. Und dann ich so, okay, weißt du, so einer zum Anstoßen, ein Gläser Champagner und so. Champagne for the pain. Champagne for the pain. Und ich bin nicht gegangen. Nach 2 Schlücken, ich so, hey, ist das normal?
Dann die so, eigentlich nicht, aber du hast schon lange mehr getrunken, aber ich so einfach nicht lang. Also, Wie lange hast du nicht mehr gesoffen? ey, sicher, ich weiß nicht, man. Ich sage jetzt locker. So, trinken, ich glaube, letztes Mal ist 2024 oder so. Ich weiß nicht. Also wirklich, du hast 2 Jahre lang kein Glas Alkohol mehr getrunken? Ja, das ist eben die andere Frage. Ich weiß nicht, ob ich mal irgendwo mal angestoßen habe zum Geburtstag. Mal ein Bier oder Ja. so. Das nicht. Ich tue immer, wenn irgendetwas ist, so Geburtstag, irgendetwas, wenn jemand zu die Person durchbesteht, so komm zum Anstoßen und so, dann sage ich, ja, gib mir 1 Dezi, so wenigste Menge. Ja. Stoße ich an, trinke ich, okay, aber das ist mehr so aus Anstand, aber nicht so zu richtig trinken. gesoffen, 2024 letztes Wahrscheinlich, Mal. ja. Wann? Wo? Warum? Keine Ahnung. Ich kann mich einfach letztes Jahr nicht erinnern. Ich Ich kann nicht, also ich kann mich nicht erinnern, dass wir jemals. Weil du bist ja schon das Jahr, also ich weiß nicht, ob du gesoffen hast, aber du bist ja am Ausgang auch schon gewesen. Bin ich das Jahr im Ausgang gewesen? Ja, Bro, Ah, gerade vor einer Woche. Ja, schnell Grund, Longstreet. Am Boden kotzt. Nein. Immer in der DJ-Pool. Warum machst du jetzt? Einfach, weil es lustig ist. Warum Aber machst ja, ich bin dort gewesen, ich habe ein Gläschen Champagner getrunken. Dann habe ich gemerkt, okay, ich Du bist spüre dich schon sehr am White Girlifizieren. Ja, ich habe in dem Moment ich so, okay, crazy. So fühlt sich in dem Fall so Pilates, White Girls, so Matcha Yoga, irgendetwas. Matcha Yoga, irgendetwas. Ja, weil ich so, okay, nach 2 Stück, ich so, tschüss. Ich spüre schon, nachher bin ich so dort gewesen, nachher sind wir vor dem Club gewesen und haben nochmal ein zweites Gläschen getrunken. Und dann sind wir langsam reingegangen. Bist du angesprochen worden? In der Kurden Hochburg? Ja, alle so, wo ist der Josh? Nachher muss ich den Leuten erklären, dass... Dass wir auch existieren ohne einander? Ja, genau. Und dann sind wir so zu der Bar. Was sagst du eigentlich, wenn Leute so sagen, ey, wo ist die Jolas? Ich sage, Gott weiß. Was soll ich sagen, Bro? Das stresst dich nicht, wenn Leute so sagen, ey, wo ist der? Ja, nein, mit dem muss ich auch leben. Ja. Also, aber es stresst mich nicht. Aber es ist so... Keine Ahnung, Bro. Wahrscheinlich die Heime voll nöcke am Pennen. Jetzt Nacht Ja. wahrscheinlich sogar nicht genau, was ich wissen. Und dann bin ich so dort gewesen, und ich so der Isma, sein Brüder, sind noch eben Pelin, Cousins und so weiter. Und dann ist der Isma gekommen, er so, ja, trinken wir heute eins. Ich so, ich weiß nicht, ich bin so auf einem Level jetzt, wo ich muss entscheiden. Wenn du 1 Glas mehr trinkst, dann entscheidest du dich dafür, dass du trinkst heute Abend. Ah, du bist so auf einem Level gewesen? Ja, wenn du 1 Glas mehr trinkst, entscheidest du dich, dass du heute Abend trinkst. Oder du trinkst jetzt nicht mehr und sagst, okay, es ist gelangt, ich bremse jetzt. Dann hast du das machen. Er so, was läuft so? Nicht viel bei dir? Er so, nicht viel. Er so, schau mich an mit so Dings, Champagner. Er so, gehen wir trinken jetzt. Ich so, ich weiß nicht und so. Dann gehen wir zu der Bar. Ich sage, komm, gibt's etwas entspannt. Ich gehe zu der Bar, ich sage zu ihm, ich sehe, er ist als Wender. Und ich habe aus Reflex, er ist mir schon einfach ausgerutscht. Das ist mir einfach nicht, ich so, Wodka Cranberry. Hey! Einfach aus Reflex. Voll schön, dass du deine Vaginalhygiene schaust, Bruder. Okay. Ich habe richtig so aus Reflex wie früher. Zuerst war es Wodka Red Bull, nachher irgendwann mal ein Kollege gekommen. Jungs, wisst ihr, wieso wir immer am Morgen um 6 und 7 Kopfschmerzen haben, wenn wir um 5 Uhr schlafen gehen? Nach dem Ausgang, weil wir haben 4 Red Bull in 2 Stunden getrunken und so. Fair. Fair, ich so, dann mache ich Cranberry. Geil. Aber nachher habe ich ihm gesagt, ich so, ey, weißt du was, ich weiß nicht genau, was ich will. Er so, diesmal, ich weiß nicht, was ich will. Und nachher mir so, ey, also ich so zu ihm, so, für mich wäre gut, so, ich habe schon lange mehr getrunken und ich habe jetzt so 1, 2 Gläser Champagner gehabt und es kann weitergehen, weißt du? Ja. Aber nicht jetzt zu extrem ist, aber mach irgendetwas auf entspannt. Ja. Was würdest du empfehlen? Was hat er gemacht, was denkst du? Ich sage Gin Tonic. Nein. Tschüss. Das will mich nöken direkt. Ja, krass. Was hat er gemacht? Ja, Bro, es passt genau zu meinem Bad-Abend. Zuerst Champagner, nachher. Prosecco? Nein. Also zuerst Prosecco, Ja. sorry, ich verwechsel es jetzt mal. Zuerst haben wir Prosecco gehabt Ja. und nachher? In dem Fall Champagner. Nein. Ah, okay, dann ich habe nicht gewusst. Was? Aperol Spritz. Ah, Buddy! Es war Sommer in Zürich. Bro, ich laufe so mit dem Glas, mit dem Eismann rum, gell? Geil. So. Aber Spitz ist wild, Bro. Ja. Crazy. Und Dann dann habe ich kein mir... Hugo mehr gehabt. Bro, ich habe das genommen, ich habe das getrunken, so top. Noch 3 von dem gegeben, nachher nicht. Beste. Dann bin ich nicht gewesen. Wirklich? Schlimm. Nicht wegen 3 Aperol Spritz? 100 Pro und 2, 3 Prosecco, das hat Girls. 100%. 100%. Und dann bin ich so dort gewesen. Sehr geil. Und ich sehe, glaube ich, einmal im Jahr oder einmal alle 2 Jahre. Mein Vater? Das auch, ja. Aber, Mehr als ich, gell? aber der,
Immer wenn ich ihn gesehen habe, mache ich ein Thema auf. Mein Vater. Ja, Niemand. das auch. Nimm Ja. endlich ab. Ja, mach Bro. einen richtigen Job. Ah, sorry. Ja. Wir haben so drüber geredet, dass man nicht mehr über das redet, wieso, warum und so, aber er ist auch Hero und er ist auch so im Ausgang gewesen wieder und er so, Bro, und er packt immer die gleiche Story aus. Ich sehe ihn wieder, ich so, was läuft, das ist nicht viel bei dir, ich so, nicht viel. Er so, Bro, wir müssen reden. Ich so, ja, vor 3 Jahren, komm, fang an wieder. Ich so, Bruder, ich kann, Mensch, schon, sie dich letztes schon 5 Mal gesehen mit wer ihm. hast du gesehen? Er ist auch Hero. Der Typ vom Video? Ja. Ah. Und sie, letzte 5 Mal, wo ich ihn gesehen habe, immer das Gleiche macht er. Ja. Hey, ich so, was läuft? Nicht viel bei dir, so nicht viel. Nachher so, Hero, wir müssen reden, Bro. Nein. Ich so, okay, reden wir. Ich so, Bro, aber du kommst sicher jetzt wieder mit dem vor 3 Jahren. Ja. Nein. Aber erklär mal für unsere Community was. Nein, mit dem Aufmacht müssen wir drüber reden. Aha. Es ist mal, egal, auf jeden Fall, Also jetzt wissen einfach die Leute, dass er auch kommt wegen dem Videogerät, aber sie wissen nicht, was sie wissen einfach, dass ein Zero, der auch wegen einem Video von uns gekommen ist, und er macht seit 3 Jahren das gleiche Fass auf, weißt du, so seit. Dann ist er wieder, er so, nein, ich kann nicht über das reden. Ich so, okay, tamam, easy. Er so, aber dann hat er nicht gesagt, Bro, wieso dünn da rein? Geil. Haben wir fast geredet. Aber auf jeden Fall, ja. Sonntag ich bei Kabul gsi. Nicht verkatert zum guten Glück irgendwie, aber ich bin einfach zerstört gsi. So, ich habe keine Energie für Bist du nichts mit mehr. dem Uber heimgegangen? Bolt. Der neue. Ja, Bro. Ich habe gesehen, 50% Rabatt auf Was hast du gezahlt? 22 ging etwas. Ach, ist ja voll easy. Ja, wegen 50%, ja. Ist ja voll easy. Total, ist geschenkt. Da hast du keine Sekunde überlegt. Nein, gar nicht. Das ist wie früher, wo ich sogar genau dort, wo ich früher wo wir früher Uber bestellt haben, dort bei der Hardbrook, bei dem Club, Ja, Hard One. ja. Genau vor dem Hard One habe ich bestellt. Geil. Genau wieder raus. So eine, weißt du, Bolt ist jetzt neu und die machen die bei Uber. Wo Uber neu gekommen ist. So, die tiefste Klasse sind so Leute, die einfach Auto haben. Es lange, wenn du ein Auto hast. Ja. Ich sehe mich so Leute von Kanton Watt oder so Ja, eben, ja. da ankommen zum Uber fahren oder Bolt fahren. Ja, Bro, das ist einfach lebendiger. Crazy. Das ist, Aber 3 Stunden Auto fahren oder mit Ja. Tag kannst du Auto fahren ist auch wild. ich weiß jetzt nicht, ob die jetzt per se so dort einsteigen und sagen, jetzt gehe ich auf Zürich. Ja. Oder ob sie Oder sagen, jemand, ich habe der mal einen zu Zürich Gast und jetzt bin ich geht. gerade da. Weil Okay. ich weiß, wo Uber neu Winter gekommen ist. Uber. Uber neu Winter gekommen ist. Ich bin immer von mir daheim 2 damals zu dir und Jona mit dem Uber. Ja, stimmt. Und ich habe die 11 Stutz gezahlt. Und es ist genau immer der gleiche Fahrer gewesen. Es ist nur ein Fahrer, kein der Winter. einzige Türk. Es Weiss ist, genau, es ist, welcher. zuerst ist es ein Inder gewesen, Ja, nachher ist es ein Türk gewesen. ja. Und der Bruder am Anfang, immer wenn ich den Uber bestellt habe, 2, Mhm. er so, er kommt mir holen, er so, der Inder, er so, Bro, ich habe genau eingestellt, ich habe genau gewusst, du machst jetzt. Und dann ist so geil, Du bist schon der erste Uber-Nutzer. also von Winter einfach, weil er so, also Bro, look, ich da immer einschalten, wenn Schicksal will, kommt jetzt jemand per Winter, aber sonst gehen wir am Flughafen. Ja. Wie dort damals sind alle in den Ja. Flughafen gegangen und dort die Leute abgeholt, heimgefahren. Und er immer, er hat auch in der Nähe von euch gewohnt. Er so, ich habe gewusst, weißt du, ich stelle dir wahrscheinlich, ich mache dir jetzt Anfrage, ich hole ihn schnell, bringe ihn wieder zurück. Geile Sicht, ja man, das ist crazy gewesen. Geil. Weißt du noch, der, ich weiß nicht, ob wir schon mal drüber geredet haben, aber der eine Uber-Fahrer, wo wir nachher auch seine Nummer geben, weißt du, das ist ja so ein Classic, viele Uber-Fahrer, Ja. sagen dir nach der Fahrt oder vor der Fahrt so, na, meine Nummer, weißt du, in Zukunft kannst du direkt melden, machen wir ohne dass ich jetzt muss 30% der Uber abgeben oder so. Ich habe immer gesagt, er hat mir immer gesagt, wenn wir auf Zürich sind, Mhm. er so, überleg selber, wie viel du willst geben. Ist ja so fakt sein, ja. So, Alter. Nachher hat er gesagt, look, wenn du mit Uber gehst, sagt er mir, wenn du mit Uber gehst, zahlst du locker 70 Stutz. Mhm. Einfach gelogen, Bro. Einfach gelogen. Er so, du kannst selber entscheiden, wie viel du willst geben. Ja. Dann habe ich gesagt, ja, also, in dem Fall. Jetzt kannst du nicht sagen, 30 Stutz, Bro, wenn er so einen Pitch-Move macht. Ja, ja. So. Dann hat er mir gesagt, also weißt du, Bro, eigentlich du musst auch nichts zahlen. Schon gut, weißt du. Und dann ich so, also 50. No. Ah, okay, ja, denke ich 50. So ein Pitch-Move, Bro. Aber Bro, wenn du so mathematisch überlegst, Ja. sagen wir 70 Ja. kostet die Fahrt. Ja. So über Uber. Sagen Ja. wir so, wie er würde sagen. Ja. Ein Dritter geschafft. Ja. Ich habe mehr als 20 Schuss geschafft. Mhm. Knapp 25. Sagen wir 20 Schuss. Ja. 50 Schuss. Perle. Also, Doch easy, oder? er kommt genau das über, was er bekommt, einfach ohne Aufgabe und ohne Dings. Ja, aber es ist einfach wieder Plus machen trotzdem. Das war Legende gewesen, ja. Ist das so etwas, was du mal machen würdest? Was? So Uber-Fahrer? Ich will schon mal, gab es mir eine Woche so geben, ja. Ach, du bist eben so einer, du machst Sachen wegen Lebenserfahrung. Ja. Du hast glaub noch nie so einen richtigen Drecksjob müssen machen, Bro. Einmal ist das Swisscom gewesen, also ich habe Krieg überlebt. Voilà, Alter. Ich bin mit meinem Vater arbeiten, Bro. Teilweise 6 Tage in der Woche.
Und er hat keinen Unterschied gemacht, ob Sohn oder Mitarbeiter. Ihm ist scheißegal. Er hat verlassen, los, jetzt. Und am Abend, wenn du gut bist, hast du Props gegeben, wenn nicht, er so, ja. Ich habe schon fünfmal gewusst, du bist nicht so viel der Beruf gemacht. Aus dir wird nichts. Ich habe fünfmal gewusst, besser, du sagst Sachen mit Kopf und so. Ja. Und er sagt, hey, überrascht und so, weißt du, wie meine Mitarbeiter und so, gibst Gas und so. Geil, Crazy. wirklich geil. Etwas anderes, wo ich gerne mit dir reden würde, so, ich bin das gerade Podcast oder nicht, Ja. aber wir haben unsere Live-Show gehabt also wir sind gebucht worden für eine Live-Show im Shopee. Ja, Mann. Und dort sind wir ja gewesen. Und keine Ahnung, so, du bist an dem Tag nicht so Dings gewesen. Ich habe eine Freude gehabt, wieder mit dir auf der Bühne stehen. Und ich weiß nicht, wie hast du so gefunden, wieder auf der Bühne sein, so wieder zu zweit? Ich finde es geil, wenn wir offen reden über das. Mhm. Und nicht so ein bisschen überlegen, so, ist das schlau, nicht schlau, Ja, weißt du, so einfach ja. offen darüber reden. Ja. Hey, wir haben schon ein paar Mal über das geschwätzt. Ich glaube, ich habe ja nicht so eine gute Erfahrung gehabt mit unserer letzten Live-Show Mhm. im Volkshaus. Ja. Oder du hast eine bessere Erfahrung gehabt als ich, Ja. sagen wir so. Du hast es ein bisschen besser aufgenommen. Mich hat das recht gebrochen, Bro. Mhm. Und darum habe ich auch jetzt seitdem, das ist jetzt 1,5 Jahre her, oder? Mhm. Ja, oder ein bisschen mehr als ein Jahr her. Das ist im Ja, Januar wir haben gewesen. letztes Jahr, glaube ich, im Februar die Show gehabt, ja. Ja. Also ein bisschen mehr als ein Jahr. Ein bisschen mehr Ja. als ein Jahr her. Und ich weiß nicht, wie du dich fühlst, aber wir haben jetzt auf 2 Wochen gewechselt, den Podcast. Wir haben ein bisschen weniger Output. Mhm. Ich habe mich schon irgendwann so gefragt, haben die Leute überhaupt noch Lust? Ja, Schon fair. schauen, Ich auch, ja. Wir haben auch über das geredet mal. Und das Ding ist halt wie, Bro, ich bin der Meinung, unsere Live-Shows, die wir bis jetzt gemacht haben wir uns immer minimal vorbereitet. Ja. Also wir haben ein bisschen überlegt, über was könnten wir reden. Und sind dann auf die Bühne und dann ist es meistens recht gut gelaufen. Ich Mhm. würde sagen, für so Live-Podcast Ja, voll. haben wir recht ein gutes Game gehabt. So. Ja. Ähm, Also, schnell Kontext für Leute. Nicht, weil wir Anschiss hatten, um etwas vorzubereiten, sondern weil wir jedes Mal vor jeder Show Krise geschoben hatten. Was sollen wir jetzt machen? Sollen wir Podcast wie da? Oder müssen wir euch mehr bieten, weil ihr ja Voll. Geld zahlt und so? Das ist mehr so, voll. ja. Über das haben wir auch schon viel Voll, geredet. voll. Genau. Die Sache ist, glaube ich, wie ein bisschen die, was wir ja nicht machen, ist, wir tun nicht zusammen anhocken und ein Programm schreiben. Voll. Es gibt andere Comedians, die haben das Live-Programm. Also das heißt, da sind auch 3-4 Writers dahinter. Mhm. Oder sie tun selber monatelang sich überlegen, wie erzähle ich einen Witz, dass er aufgeht, Pointe, technisch Voll. und so. Und ich und du machen das ja nicht. Mhm. Jetzt nach irgendwie über 150 Folgen oder 150 Folgen und auch 4 Jahre Podcast, ist es für mich einfach an einem Punkt angekommen, wo ich mich auch schon lange frage, so, ey, weil es sind auch schon Leute auf mich zugekommen und haben so gesagt, ey, früher sind die Huren lustig gewesen, jetzt sind wir deep, zum Beispiel. Voll, voll. Und das heisst für mich ja nichts anderes, also ich bin oft konfrontiert mit der Frage so, wenn es nicht mehr das Gleiche ist, Mhm. ist es dann noch, was es war? Mhm. Verstehst du? Mhm. Und ich glaube, es ist an einem Punkt, wo man sich müsste überlegen, auch so in Bezug auf Live-Shows, so, was machen wir jetzt? Mhm. Weil unsere funny Stories, die sind auserzählt. Nach 150 Folgen, nach 15 Live-Shows, die sind auserzählt. Ja. Und darum ist die Frage so ein bisschen so, ich habe grundsätzlich sehr viel Spass gehabt an dieser Live-Show. Ich glaube, es ist auch sehr gut angekommen. Mhm. Es sind auch mega herzig, wie viele Leute nachher noch angestanden sind zum Foto Brutal, machen, Mann, mit uns wirklich, reden ja. und so. Das ist schon krass. Mega Das war ein herzig, schönes ja. Gefühl gewesen. Aber für mich ist es einfach so, Bro, ich glaube, wenn wir Live-Shows machen, ist das nochmal eine neue Art von Arbeit. Und Ja. das heisst für mich, das wäre für mich so, ey, schau, wir hocken zusammen, wir schreiben ein kleines Programm, wir überlegen uns das Programm und dann würde das für mich bedeuten, man geht vielleicht 3-4 Standorte oder macht 3-4 grosse Shows, Mhm. Mhm. aber halt spielt 3-4 Mal das gleiche Programm. Ja, voll, voll. Das hat das schon recht abgefuckt. Auch vor allem bei der ersten Tour. Ich weiß noch, wo wir, ich glaube, in 6-7 Wochen 5 Stops hatten. Also fast jedes Wochenende oder einmal in der Woche, Ja. fast jedes Mal haben wir eine Show gehabt. Und dann Ja. hat das schon am Anfang hast du Bock und macht Spaß und nachher fängt es sich an voll auszulungern, weil jede Woche machst du den Podcast und noch
Ja, voll. Und dann gehst du noch auf die Bühne und überleg, ich meine, wir haben irgendeine Show in Baden gespielt, von 200 Leuten zum Beispiel, und haben dann so gesagt, im Volkshaus können wir die Geschichte nicht nochmal bringen. Ja, wir haben die lustige Story schon erzählt in Baden vor 200 Leuten, also können wir sie jetzt nicht vor 1000 Leuten bringen. Voll. Ob jetzt nur 10 Leute auch in Baden sind oder nicht. Alle 200. Oder ja, juckt voll. nicht, oder? Ja, voll. Und das ist einfach anstrengend, Bro. Voll. Also weißt du, anstrengend im Sinn von... Ja, wir haben eine hohe Erwartungen uns selber gehabt. So im Sinn von... Nicht jetzt eben, wenn ihr jetzt so hört, ja, aber ihr habt ja ein Minimalsprogramm vorbereitet, mehr so... Zum Beispiel, wir haben schon ein paar Mal so uns gefragt, ja, wenn man eigentlich Programm schreiben will, du bist halt so, Bro, du so, ja, look, Bro, es fickt uns schon und so, wir gehen schon an dem ein bisschen kaputt, wenn wir so, eben jetzt auch bei der zweiten Tour, jede Woche oder alle 2 Wochen im Schnitt so, machst du einen Podcast und noch Live-Tour, mit noch Performance, mit noch dies und das und nachher ist eben so im Raum gestanden, ja, eine Show schreiben, die üben oder einfach eine Show schreiben und die merken und mit dem jetzt auf verschiedene Standorte gehen, macht es angenehmer für uns alle, als dass wenn wir jedes Mal dort sind, okay, was reden wir heute, was reden wir heute. Und dann ist es einfach auch immer ein Gamble. So, ist es jetzt geil oder nicht? Kommt es gut an? Wenn ich und du einen Podcast reden, Bro, und die Leute hören zur Unterhaltung und lachen 3-4 Mal, dann ist das geschenkt, Bro. Dann ist es geil. Ja, dann freue ich mich, dass sie 3-4 Mal lachen. Aber wenn Leute ein Ticket kaufen und sie lachen nur 3-4 Mal, ja, dann denkst du, fuck. Dann denke ich mir so, ja, fuck, oder? Und das ist vielleicht auch ein Druck. Aber ich weiß nicht, wie denkst du drüber? Also so, ich meine, ich habe das Gefühl, oder erzähl du, wie denkst du drüber? Ey, ich habe ja so zum Beispiel, wo wir unsere erste Tour geplant haben, habe ich ja wie so ein bisschen das Standing gehabt, so, okay, gut, Leute geben jetzt Geld für uns, also müssen wir ihnen etwas bieten. Das schließt ja schon mal, das würde ja schon mal eigentlich sagen, wie das, was sie jetzt quasi, das, was wir jetzt machen, ist so, okay, aber jetzt müssen wir eins draufgeben. Aber eigentlich gibt es die Live-Shows nur für dem, wegen dem, was wir machen. Und dort habe ich schon ein bisschen mega so Dings, weißt du, dort habe ich wie so das Gefühl gehabt, dass das richtig ist, dass wir so müssen schauen, dass es lustig ist. Weil sonst habe ich wie so das Gefühl, ja, die Leute haben Geld ausgegeben und das ist nicht mal so durchgehend lustig. Und irgendwann mal haben so, auch Leute bei den Shows, wir haben immer wieder Leute gefragt, weil wir weißt so, okay, ist mega wichtig, gerade Feedback abholen und so. Leute haben nach den Shows und auch, also nach den Shows direkt oder auch später haben sie uns ja geschrieben, also ey, ihr habt ja während der Live-Show gesagt, auch schon im Podcast und auch nach der Show und so, aber immer wirklich nicht, weißt du, so, wir kommen nicht dahin zum sagen, look, es ist lustig in einem Video, jetzt will ich, dass ihr 1,5 Stunden lustig sind wie von dem TikTok. Voll. Oder wie von dem. Es langt, weißt du, wir kommen ja wegen euch, so wie ihr redet. Und am Anfang war es natürlich viel lustiger gewesen. Weil wir halt am Anfang, Bro, du kannst Geschichte auspacken des Todes. Alles Geschichten von früher und so. Aber ich sage, meiner Meinung nach ist es nicht mal, dass wir keine Geschichten haben, weil ich verwünsche mich immer wieder, wenn ich so an Sachen sehe, dass mir Sachen wieder in den Sinn kommen. Ich so, oh mein Gott, nachher lache ich und so, haben wir überhaupt jemals, nachher aus dem Kontext, habe ich das jemals mit Josh im Podcast nachdenke ich, eigentlich glaube ich es nicht. Ich habe mehr so das Gefühl, eben, wie du gesagt hast, das Ganze nimmt eine andere Dynamik an. Vorher sind wir einfach angeguckt, haben geschnurrt. Und was haben wir geschnurrt? Wir haben zusammen gewohnt, Bro, wir haben richtig gefühlt über früher reden oder über das, was gerade vor 2 Wochen passiert ist oder vor einem halben Jahr. Und was ist passiert, Bro? Wir wird älter und man fängt das im Weg an. Einer zieht auf Zürich, zieht mit Frau zusammen, einer bleibt dort. Auf einmal wird es nicht mehr in der Garage aufnehmen, auf einmal wird es, ja weißt, jetzt immer etwas mieten, kostet Miete, nicht mehr Equipment in die Hand und so weiter. Und dann wird es ja professionell. Und ich glaube, wir haben einfach immer uns mitziehen lassen und einfach mitgemacht, ohne vielleicht so, wie soll ich sagen, wir haben zwar schon Pausen gemacht und so, und dann nach der Pause sind wir gekommen, voll Bock gehabt, so die ersten 3-4 Folgen sind voll geil gewesen wieder, aber nachher ist wieder ein anderes Muster reingekommen. Und ich glaube, das kommt mehr davon, dass unser Alltag jetzt völlig anders ist und unsere freundschaftliche Dynamik völlig anders ist, wie wo wir angefangen haben. Weil ich habe das Gefühl, würde ich jetzt mit dir immer noch zusammen wohnen
oder wärst du immer noch im Winter und ich würde dich öfters sehen zum Beispiel, dann wäre es völlig etwas anderes. Weil, Bro, letzte 3-4 Jahre, ich kann vielleicht an 2 Händen abzählen, wie oft wir uns getroffen haben, wo es nicht um Business gegangen ist. Voll, absolut. Und dort haben wir einfach vielleicht, das ist vielleicht einfach unser Fehler gewesen, dass wir einfach uns gehen lassen, einfach so mitgemacht, weißt du, okay, dann von, was heißt so, okay, von aus Spaß mal etwas machen zu etwas Ernsterem, Bro. Und da gehört auch dazu, weißt du, wir machen das seit Jahren und da gehört auch dazu, Bro, ich meine, wir haben das auch schon ein paar Mal, ich nehme jetzt mega viel Zeit im Dings, aber wir haben auch schon ein paar Mal im Podcast gehabt, zum Beispiel so, es ist ja normal, es hat auch Phasen von jedem von uns gegeben im Leben, weißt du, wo zum Beispiel ich so absolut keine Energie oder gar nicht eigentlich Lust gehabt habe. Und ich bin da gewesen und dann hat das mehr davon gelebt, als du, wie so, Bro, okay, weißt du, ich mach schon, Bro, mach dir keine Sorgen und so, ich versuche schon ein bisschen reden und so. Und dann hat es Phasen nicht gegeben, wo ich vielleicht ein bisschen mehr wie du, nicht Phasen nicht gegeben, so, Bro, aber eben, du weißt, einfach so das Zwischenmenschliche, weißt du? Fix. Und ich finde, das ist mehr so die Dynamik von der Freundschaft, wo anders ist wie vor Jahren. Weil ich glaube, wenn ich sage jetzt irgendetwas, sagen wir, ich wäre jetzt wieder mit dir, weißt du, so mit das jetzt nicht, und ich wäre mit dir zusammen wohnen und wir sehen irgendjemand mit einem Schultag läuft gerade uns vorbei und geht auf Fresse oder so. Nachher du sagst, haha, Bro, weißt du, und so, wir sind letzte Woche Schultag gekauft und sagen genau irgendetwas, weißt du, mehr so Knotenpunkte von einem Business wären. Ja, also ich glaube eben, also ich finde es schön übrigens, dass wir über das reden, auch im Podcast finde ich es sehr real. Ja, vielleicht an der Stelle, ich fand es so interessant für alle, die doch noch, weil es haben jetzt ein paar Leute auch geschrieben heute so, ey, kommt der Podcast noch, und das ist trotzdem auch noch schön, so zum sehen, dass Leute warten drauf, Leute wollen es hören, es gibt Leute, die ich meine, früher war es crazy, wenn man nicht, also früher war es noch so am Morgen um 6, 5 ab 6 und so, Leute so, ey Bruder, wo ist der Podcast? Voll. Und ich glaube, es ist ja nicht immer negativ, so, man muss glaube ich nicht sagen so, ey, unsere Emotion ist weg, so, gar nicht, also ich glaube, es hören ja immer noch genau gleich viele Leute den Podcast, voll. Oder ziemlich genau gleich viele. Es ist wieder nur wir zwei, weißt du? Genau, es ist glaube ich sehr in unserem Kopf, aber auf der anderen Seite muss man halt einfach auch sagen, Bro, also genau, dann würde ich sagen, ey, alle, die das jetzt irgendwie hören und Lust haben, den Gedanken teilen, mich würde schon interessieren, was ihr denkt. So, kommentiert doch mal so ein bisschen da auf Spotify oder auf YouTube, so, was das für euch bedeutet. So, ist für euch der Podcast anders, wenn er anders ist so, schießt euch das an, weil es schreiben immer wieder Leute, so, erzählen wieder mal lustige Geschichten von früher, zum Beispiel. Ja, voll. Dann würde mich wundern, was ihr denkt, so, wie fühlt ihr euch mit dem, dass der Podcast wieso sich verändert hat, dass wir irgendwie reifer geworden sind und der Podcast sich verändert hat. Oder auch woanders stehen im Leben, wie vor 5-4 Jahren, genau. weißt du? Und wie geht ihr damit um? Merkt ihr das gar nicht? Ist das in unserem Kopf? Für mich interessieren, so wirklich voll. Schreibt es doch bitte. Hey Bro, das andere Ding ist halt wie einfach, wir haben uns irgendwann entschieden oder dagegen entschieden, das nicht hauptberuflich zu machen. Ja, voll. Oder? Und ich wollte nicht sagen, so, wir könnten locker davon leben. Aber sind wir ehrlich, ich weiß nicht, ob das der Wunsch wäre, aber wenn wir jetzt 6-7 Shows würden spielen im Jahr, so jeden zweiten Monat eine Show, würden wir das gutes Geld verdienen. Ja, mit allem drum und dran, ja, sicher, ja. So würden wir das gutes Geld verdienen. Du könntest davon leben, 100 Pro, ja. Wir könnten davon leben. Kombiniert mit dem, dass wir auf Pro7 eine Show haben. Auf genau. eine Show haben. Ja. Wir könnten davon leben. Hätten wir uns ein bisschen mehr darum gekümmert, wie andere Menschen, uns mehr als Influencer zu platzieren. Ja. Mehr Werbedeals zu holen. Wir hätten einfach, ne? Ja, 100 Pro, ja. Und das Ding ist ja, noch kurz Input, nachher geht weiter, Bro. Oft ist ja die Frage, also, ja, aber hat es nicht mal Verhandlungen gegeben, weißt du, dies und das. Und 100 Pro hat es Verhandlungen gegeben, auch mit Detailhändlern, die jeden Tag sind, auch mit allem möglichen und so. Aber wir haben, es ist ein Vorteil wie ein Nachteil. Wir sehen es als Luxus. Wir haben den Luxus, dass wir, wie wir nicht davon leben, dass wir nicht müssen, zum Beispiel auf Bügen und Brechen etwas machen, schauen, es funktioniert, angehen oder sonst irgendetwas. Uns ist immer wichtig, dass wir es so machen können, wie es uns am besten passt und in dem Rahmen, was wir uns vorstellen. Wenn es für die Brand passt, ist geil, wenn nicht, dann muss für uns nicht mit Bügen und Brechen passieren, weißt? Und wir haben uns wir haben den Luxus von mir aus gehabt, dass wir uns nie haben müssen, gewisse Sachen bügen und davon leben.
Aber auf der anderen Seite bedeutet das halt einfach auch nichts anderes, als wenn man nicht davon lebt, dass man von irgendetwas muss leben. Mhm. Oder? Und das Ding ist halt einfach, Bro, weil wir einen Podcast machen und eine gewisse Resonanz haben und eine gewisse Bekanntheit haben, tut uns das nicht davon schützen, dass wir einen Job machen müssen. Mhm. Voll. Du hast dich entschieden, in der Privatwirtschaft weiterzumachen. Mhm. Das heisst, 5 Tage die Woche bist du am Arbeiten. Mhm. Du hast eine Familie, so. Mhm. Also, du hast Beziehungen. Voll. Wie jeder andere Mensch. Wie jeder auch, andere Mensch auch. Ja. Wie sollte man die mentale Stärke, wie das ist ein Hobby. Mhm. Weil, wenn du nicht davon lebst, ist es ein Hobby. Ja, 100%, ja. Es ist ein Hobby, wo man das Glück hat, dass Leute interessiert sind daran, Mhm. aber es ist ein Hobby. Ich habe letztes Jahr auch mit dem Manilio recht lange über das geredet, Mhm. weil Manilio macht seit über 20 Jahren Musik. Mhm. Und er sagt, Bro, wenn ich jetzt morgen aufhöre Musik machen, muss ich arbeiten. Ja, voll. Also, und er sagt, das ist nicht schlimm. Weil, nur weil ich 20 Jahre lang etwas anderes gemacht habe, bedeutet das nicht, dass ich jetzt nicht mehr muss arbeiten muss. Mhm. Weißt du, so. Voll. Und ich wollte damit, glaube ich, sagen, ich weiß noch, ich habe wirklich den Podcast, du hast ja den Podcast viel mehr gelost als ich, weil du das Mhm. hast müssen hören, Mhm. aber ich persönlich habe noch nie, ich habe vielleicht 2 Folgen von Anfang bis Schluss gelost. Wenn wir die erste Folge würden anhören, Mhm. und ich sage dir ehrlich, und ich dort würde hören, was ich gesagt habe. Mhm. Ich weiss noch, das war vor meiner ZRK-Zeit, Mhm. bevor ich die Schule angefangen habe. Mhm. Das habe ich sicher mit dir darüber geredet, dass ich irgendwann mal einen Film mache. Mhm. Irgendwann mal wo das und das und das Ja, machen. voll. Ein Jahr ist vergangen, 2 Jahre sind vergangen, auf einmal haben wir eine Show bei Pro7. Ja, voll. Ich bin an der Show, wir sind die Show am machen. Nein, vor dem habe ich einen Job im SRF bekommen. Mhm. Und da habe ich mir gesagt, Bro, vor 3 Jahren hat mir jemand gesagt, du hast irgendwann einen Job im SRF. Für mich wäre das gewesen, ach krass, ich habe erreicht. Ja, voll. Ich darf beim Fernsehen arbeiten. Ja, voll. Ist gekommen, ist gegangen. Ja, fix. Pro7 Show. Wenn irgendjemand meinem 12-jährigen Ich Ja, und Bro, sagen wem sagst du würde, das? Bruder, irgendjemand sagt dem 12-jährigen Ich, Ja, Bro, wem sagst du das? ey, irgendwann, du bist da im Fernsehen, du hast eine eigene Show. Du gehst auf Join, du gehst auf einen Streamer, du siehst dein Bild, du siehst deinen Namen, Bruder. Habe ich dir die Story erzählt, wo ich mal daheim, erst gerade vor ein paar Wochen, bin ich so daheim und ich mache schnell Pause zum etwas essen. Mhm. Und ich bin am PC und eben, wie es so gehört, ich will zum Essen irgendetwas schauen. Mhm. Ich habe keinen Bock auf YouTube noch sonst irgendetwas. Ich gehe einfach schauen, was im Fernsehen läuft. Scheißegal. Mhm. Dann gehe ich auf Join. Mhm. Wegen, kannst du auch gratis so am Dings, Ja. am PC. Ich gehe auf Join und ich gehe einfach so auf Dings, weißt du, so, was gerade live läuft. Weißt du, ich gehe einfach gut durchscrollen. Ich mache auf. Und das sticht mir gerade aus meinem Auge raus. So frisch jetzt angefangen, kurz im Morgen Staffel 2. Ja. Ich so crazy. Und das ist nicht einfach so eins gewesen, weißt du? Ja. Es ist schon Join, Ja. es ist schon Pro7, Sat 1, nachher auf Join, überall. Ja. Und ich so, Alter, ja, bin einfach am Essen gewesen und habe mir selber Hat er zugeschaut. selber zugeschaut? Ja, und ich so crazy, einfach ich im Fernsehen, Mann. Krass. Oder? Crazy, einfach crazy, hättest du nie gedacht. Und das haben wir ja gesagt, wir so, Bro, das Beste, was jemals passieren ist, dass der Podcast ein Sprungbrett ist in Bereich und die Ebene, wo wir uns nie hätten vorstellen können, dass wir dort sind. Oder Und könnten wenn sein. es jetzt da bei Pro7 aufhört, Bro, Ja. dann ich habe einen besseren Run gehabt, als ich mir jemals hätte vorstellen können, Bruder. Als, Verstehst du, was ich meine? ja, erstens, ich habe mir das nie erträumt. Ja, ich Von einem versteh's. Audiomedium Ja. in Streaming Bro, und ins von Fernsehen. 2 Jungs, die in der Garage reden. So, Ja, natürlich, voll. man muss das jetzt auch nicht immer sagen, so, ja, ist gut, wir haben es gecheckt, so, wir sind auf Pro7, tamam, ist gut, Bro. Aber das Ding ist, wie, und das sage ich nicht als Hate, weil es gibt Influencer da draussen in der Schweiz, wo es Vielfaches an Geld verdienen, wo ich und du verdienen. Mhm. Denen geht es gut. Ja, die ernähren Frauen, Kinder, alles Mögliche, Bro. Das Auto, Wohnung. Bro, sollen sie sich gönnen. Ich schwöre auf alles, Bro. Jeder, der das Ja, ja. macht, Bro, wenn du das machst, das Influencer-Game, und du bist nichts anderes als irgendein Opfer, Bro, wo ein paar TikTok-Followers hat und sich dann noch entscheidet, ein dummer Sieg sein und dumme Scheiße rauslassen, so, ich fick dem seine Mutter. Auf jeden Fall, Bro, dann selber schuld. Ja. Wenn du aber das Ding machst,
dich als Influencer darstellst, dein Leben publik machst, Mhm. genug Bag dafür machst, deine Frau, deine Kinder kannst ernähren, dich selber kannst ernähren, Bro. Ja. Ich küsse dein Herz, Bro. Ja, 100%. Ich sage immer, das war meine Devise gewesen, so logisch, wie ist auch die Frage, aber grundsätzlich, wenn jemand isst, Ja. du kannst sagen, was du willst, die Bro. Person isst. Und das Ding ist, ich und du haben uns immer dagegen entschieden. Ja, Weil, es ist Bro, eine Frage von Sellout und nicht mit auch können sagen, Bro, also, wir können jetzt nach 150 Folgen, wir können darüber reden, Bro, scheißegal. Nach der 4. Folge ist SRF gekommen, das angeboten, um das zu übernehmen, Bro. Ja. Für 10 Folgen haben sie einen fetten Batz auf den Tisch gelegt, nach 4 Folgen. Haben sie für jede Folge, Bro, jetzt ungelogen, für jede Folge, für 10 Folgen einfach mal Pilot, haben sie, und dort sind wir, jede Woche haben wir eine Folge rausgetan. Und ich hätte, jede Woche hätten wir einen Monatslohn von einem normalen Arbeiter bekommen, nach der 4. Folge. Und die einzige Bedingung war, wir müssen schauen, wie er, also wir müssen einfach ein bisschen aufpassen, wie er redet, so wie es schwierig, wie er redet. Scheißegal, Bro. Ja, und ich meine, über das diskutieren, Bro, wenn du das willst machen, dann mach das. Ich habe einfach immer gewusst, Bro, für mich, ich habe immer gewusst, ich bin kein Influencer. Nein, wir auch. Und wir haben auch gesagt, Bro, look, scheiß auf die, keine Ahnung, man, auch dort, es war ein fetter Bag, weißt du? Wir haben gesagt, uns ist viel wichtiger, wir sind ganz frisch, wir haben neu angefangen, wir lieben, wir haben jetzt irgendwie Freude daran, wir wollen wirklich einfach können, das können so weitermachen, wie wir jetzt gerade angefangen haben damit. Ja. Und das Ding ist, Bro, eben, ich hätte gedacht so, okay, das ist der Punkt so. Pro7 ist der Zenit, Bruder. Wenn ich da bin, dann I made it. Ja, so. weil was ist, wenn du Unterhaltung denkst, Ja. irgendwann mal der Peak, wo du kannst haben, ist irgendeine Show oder irgendetwas unterhaltungstechnisch, wo so in so einem grossen Medium so Platz verdient hat, Platz bekommt. Und Bro, ich meine, ich habe immer jahrelang auf mein Bauchgefühl gelassen, Bro, und ich habe gewusst, ich wollte nicht mich profilieren. Oder, weißt du, ich meine, natürlich, Bro, ich weiß nicht, du musst dich auch fragen, ich habe mich jetzt auch gefragt, so, Bro, wenn wir irgendwann ein Kind haben und die irgendwann im Alter sind, wo sie Social Media konsumieren, Ja. so bin ich echt froh, dass es knapp 300 Stunden Material von dir Material im Internet gibt von mir. Ja, verstehe ich. Verstehst du, was ich meine? Ja, ich verstehe. Und ich glaube, ich bin einfach froh, dass ich mich nicht zum Aff mache. So Hampelmann-mäßig. Ja, voll so. Und so. Gut. Und das Ding ist, Bro, irgendwie, ich schaue zurück und ich kann dir einfach sagen, wir haben jetzt ein paar Staffeln kurz im Ohr. Wir haben 4 Jahre unseren Podcast gemacht, wir haben 15 Live-Shows gespielt. Und jetzt bin ich dank und durch dem an einem Punkt, und ich kann und will auch noch nicht so viel darüber reden, aber es ist der Anfang, Bro. Ja. Es sind ein paar Sachen passiert in letzter Zeit, wo ich mir niemals hätte können wagen, Ja. davon zu träumen. So. Und wenn der Podcast irgendwann aufhört, dann könnt ihr euch einfach sicher sein, das ist sicher nicht das Letzte, was es von mir gibt. was Ja, von mir fix. kommt. Ich habe das Gefühl, dass halt eben durch das ist halt mega vieles möglich geworden und möglich. Und ich finde, wenn du so, das ist wie so Dings, das ist wie so, ich stelle mir das wie so ein Pferderennen vor. So, du hast ein Pferd und das enttäuscht dich eigentlich nie. Weil du pflegst es und das öffnet dir andere Türen. Du gehst an das Rennen und an dem Rennen sind noch ein paar andere Leute am Zuschauen und dann, das ist doch dein Pferd. Ja, voll, ey, crazy, komm mal mit mir reden und so. Ich habe das schon ein paar Mal gesehen, dein Pferd. Voll. Vielleicht können wir etwas anderes mal zusammen reden, weißt du? Voll. Irgendwie so. Voll. Und dann ist einfach so ein Pflegen von dem Pferd, weißt du? Und mal hast du mehr Energie, mal hast du mehr Bock, mal hinterfragst du dich, das Pferd einfach sein lassen und komplett aufhören. Was auch immer. Aber ich finde, so, auch wenn es Phasen gibt, wo mir vor allem jetzt gegen den Schluss, vor allem jetzt die letzten 2 Jahre vielleicht, ist ja Energie eine andere gewesen wie die ersten 2 Jahre. Und ich finde, dass es schön ist, hat man auch so Downs und Ups gehabt, weil ich glaube, Bro,
Also ich glaube, dass du weißt, so, es kann nie nur in eine Richtung gehen. Voll. Das heisst, wäre es die ganze Zeit irgendwann mal, Bro, wäre fressen gehen, weißt du, heavy gewesen. Ja, Bro. Fix. Und deswegen bin ich der Meinung, auch wenn es letzten 2 Jahre mehr so ein, eben, es ist Business und Hobby und wir müssen dort und so weiter. Und die ersten 2 Jahre ist so, geil, können wir wieder aufnehmen. Richtig Bock und so. Wir haben es vorher, also ja, wir haben es auch bei den anderen jetzt gehört. Ja. Es ist, wichtig ist, glaube ich, dass wir einfach akzeptiert, dass es Veränderungen gibt. Weil man als Menschen sich auch immer ändert. Voll. Und das Wichtigste ist, dass wir, egal was man macht, dass wir trotzdem miteinander das nicht vergisst, weißt, dass wir miteinander so nicht miteinander die Veränderungen durchmacht, aber wie so, Bro, look, eben weißt so, keine Ahnung, ich würde jetzt nicht die gleiche, sag jetzt mal, keine Ahnung, vielleicht Sprüche oder vielleicht habe ich auch andere Slang oder andere Redart wie vor 4 Jahren, weißt. Ich check's einfach nicht, weil ich mache jeden Tag den Prozess selber mit, ich bin jeden Tag mir selber am Anschauen und so. Und deswegen habe ich so das Gefühl, alles passiert rund um den Podcast. Und ich finde so, dass der Podcast einfach ja, etwas ist, wo muss gepflegt werden, Bro. Irgendwann wird der Punkt kommen, wo ich und du sagen, hey, jetzt ist fertig, jetzt ist es gewesen. Oder jetzt ist einfach die letzte Folge. Denkst du darüber nach? Denkst du darüber nach so? Ich frage mich, wenn es... Nein, ich frage mich... Meine Frage ist mehr, wenn. Also wenn ich mich frage, ist sowieso, was denke ich echt, wenn es könnte sein? Und, was denkst du? Bro, ich habe allerlei Gedanken. Keine Ahnung. Du weißt nie, auf einmal wird das so etwas wie so Kollegen, die sich einmal im Monat treffen, zum eine Gemeinsamkeit, die sie kennt, wie sie jetzt 40 sind. Ich weiß es nicht, Bro, aber was ich weiß, ist einfach, dass wir halt schon recht vieles durch den Podcast haben können auf beistellen und angreifen. Und ich bin der Meinung, dass es noch wichtig ist, nicht nur für uns, finde ich jetzt, nicht nur für uns, auch für viele andere, dass es den noch gibt, aber ich weiß auch nicht wie lange. Ich habe mir jetzt, meine Fragen sind mehr so gewesen, was habe ich das Gefühl, wie lange wird das noch funktionieren? 1 Jahr, 10 Jahre, 100 Jahre, 2 Monate, ich weiß es nicht, aber... Aber kann ich dich mal etwas fragen? Ja. Was denkst du, was hat der Podcast in deiner persönlichen Entwicklung gemacht? Weil zum Beispiel, bevor wir angefangen haben mit dem, du hast ja nie den Drang gehabt, nach gegen aussen selbstverwirklichen. Kunst, auch wenn das die Art ist nie ein Thema gewesen bei dir, oder? Ja. So, was hat das mit dir gemacht? Ich weiß nicht, also es ist schwierig gerade so zum beantworten, weil das ist das Ding von uns beiden und ich brich das mehr ab auf unsere Freundschaft. Auf mich selber gibt es schon 2 Sachen, weißt du? Zum Beispiel? Wo ich jetzt gerade so schnell, aber nicht so simple Sachen, weißt du? So, hat es etwas mit deiner Selbstsicherheit gemacht? Mit deinem Selbstwert? So? Nein. Du denkst nicht, also zum Beispiel, du hast eine Bestätigung bekommen von mehreren 10.000 Menschen, die dir sagen, ey, ich finde dich ein geiles, ich finde dich lustig. So, ich höre dir gerne zu. Hat das nichts gemacht mit dir? Nein. Also, ich finde halt immer ein bisschen in der Schweiz, weißt du? Ja, so, aber ich meine... Also nicht wegen zu sagen, du bist krass, wir müssen alle arbeiten, es ist so, das schon einmal, aber es ist so mehr, ich finde so, in der Schweiz gibt es eine Handvoll Leute, die wirklich wie Stars tun, man. Aber ich rede nicht davon, dass du von Stars musst. Oder wie meinst du? Ich meine, in deiner Wahrnehmung von dir selber. So, Leute finden dich crazy und Leute finden dich krass. Leute finden dich lustig, Leute finden dich ein geiler Sieg. Nein. Weil es findet dich jetzt mehr Leute ein geiler Sieg als vor 3 Jahren. Ja, fix, aber hätten die, wo es drauf ankommt, eben so mein engster Kreis zum Beispiel, so gesagt, hey Bro, irgendwie, du veränderst dich ins Negative, dann hätte es mich schon. Okay. Hätte ich schon. Mir ist nur so mein engster Kreis so wichtig, weißt du, so, wenn die mir so sagen, so, hey Bro, man merkt schon, so, Fame hat dich irgendwie negativ verändert, oder man merkt schon, du bist nicht so gerne in der Öffentlichkeit, halt sich voll zurück oder was auch immer. Hat Fame mich negativ verändert?
Nein, aber es hat eine Phase gegeben, Mhm. ziemlich am Anfang, wo es auch nicht kannst böse nehmen, weil ich glaube, jeder, der mal ein bisschen Aufmerksamkeit bekommt oder einfach so ein bisschen Anführungszeichen Fame, ist immer ein bisschen unterschiedlich, wie man damit umgeht. Mhm. Und es hat so Phasen gegeben, vor allem am Anfang, so im ersten Jahr, plus minus, wo halt, Was man zu Kopf gestiegen ja, voll. Aber also ich habe gewusst, wahrscheinlich wie die meisten auch so vom Umfeld, ich habe gewusst, das ist einfach so eine Momentaufnahme. Aber zum Beispiel, du bist noch viel mehr mit Menschen befreundet von früher als ich. Ja. Was hast du gemeint? Was hat das zu tun? Also, das Leben hat sich verändert. Weil wir sind nicht mehr in der WG. Schon mal das ist so ein Bruch mit unserem Freundeskreis, blöd gesagt. Dann das soziale Umfeld wird ein bisschen anders. Früher bist du im Winter, hast mehr oder weniger im Winter gearbeitet. Ja. Bist eine Zeit lang selbstständig gewesen, hast im Winter gearbeitet, dann in Zürich. Wir haben 6er Wege gehabt mit den Jungs nebendran und so weiter. Und jetzt bist du in Zürich, Bro. Partnerin, zusammenwohnen, frisch. Studium, wo du damals nicht angefangen hast, was du willst. Studium, wo du jetzt am machen bist. Dann noch deine private Sachen mit Film, wo du noch versuchst, etwas auf beistellen und so weiter. Und es sind einfach andere soziale Umfelder. Du bist jetzt viel mehr mit den Leuten von der Schule unterwegs, viel mehr mit den Leuten wegen deinem Projekt unterwegs. Du triffst dich mit Leuten zu einem Kaffee, der vor 4 Jahren nicht getroffen hättest und so weiter. Aber es hat nicht damit so, dass du dich verändert hast, sondern dein Umfeld. Okay. Du hast ja nicht den Podcast angefangen und hast gesagt, okay, geil, das läuft jetzt. Jetzt, wo das läuft, weißt du, es wäre auch wild. Einfach so jetzt Gedanken, irgendwann mal einen Film machen wäre crazy. Das ist nicht etwas, was du ja erst wegen dem Podcast hast. Voll. Und das ist, Bro, man muss das so sehen. Also das ist jetzt auch so meine Meinung. Hättest jetzt der Film, sagen wir jetzt, in dem Umfeld, wo wir früher verwirklicht hätten, so, also in dem Umfeld so von früher, da hätten wir noch unsere Jungs gehabt, wir wären gewesen, du hättest schon vielleicht 1, 2 Leute kennt, safe hättest du den Film auch, hättest du auch 1, 2 Projekte realisieren und so weiter. Aber es ist eine andere Ausgangslage, weil du ja, weißt, jetzt hast du so einen Werdegang, wegen dem Podcast hast du dürfen das machen, du hast bei SRF geschafft, du hast durch das nochmal hunderte von neuen Leuten kennengelernt. Du hast dort hingehen, nochmal 100 neue Leute kennengelernt. Das ist einfach, du bist ja nicht per Mensch ein anderer geworden. Nein, aber ich habe das Gefühl, mein Leben ist schon komplett anders als vor. Safe, ja, 3 100 Pro, ja, 100 Pro. Also Ohne Reden, ja. Aber weißt du, ich frage mich dann schon auch, zum Beispiel, Bro, ich habe das Gefühl, ich stehe an einem Punkt noch während dem Studium, Ja. wo andere Menschen davon träumen, wenn sie abschließen, dass sie irgendwann mal die Chance haben. Ja. So. Und das ist natürlich etwas, wo ich hure stolz drauf bin und etwas, wo ich hure wertschätze. Aber ich frage mich amigs dann schon auch so, sind mir die Opfer, die ich gemacht habe auf dem Weg, wieso klar und ist es das wert? Verstehst du, was ich meine? Was ist so, was hast du Gefühl, was ist das grösste Opfer, das du jetzt auf dem Weg hast müssen? Hey Bro, ich habe das Gefühl, so Freundschaften und soziale Kontakte, die sind schon sehr zu kurz gekommen. Ja. So, also weißt du, ich bin. Also nochmal, Bro, ich glaube, das, wo jetzt passiert ist, die Chance, die jetzt kommt, Bro, dass ich jetzt kann etwas realisieren kann mit einem Budget, das ich niemals erwartet hätte. Ich kann nichts anderes als stolz sein und Ja, glücklich fix, sein. 100 Pro, ja. Aber ich frage mich dann schon auch so, hey, ich weiß nicht, man, wäre es nicht auch schöner, weil eben, wir haben schon mal über das geredet, aber zum Beispiel, wenn ich meine Frau ist wie meine beste Kollegin, wenn sie nicht ist und du nicht bist und ich würde am Abend rausgehen, Ja. ich wüsste gar nicht, wem anrufen. Ja. Verstehst du? Aber mehr, weil du nicht weißt, kann ich mich bei dieser Person melden. Nicht, weil es keine Person würde geben. Nein, ich glaube auch, ich habe es mit sehr vielen Menschen sehr gut, Ja. aber auch nicht gut genug zum random am Sonntag anrufen und sagen, hey, gehen wir Ja. heute Abend raus, oder weißt du, was ich meine? Ja, ja, fix. Ey, ich habe das Gefühl, man ist ja immer sein eigener größter Kritiker. So, und wenn du dann so, wie soll ich sagen, also zum einen, du hast ja nichts gemacht, zum Beispiel,
in die Richtung von, wie soll ich sagen, so respektlosem Verhalten. Mhm. So im Sinn von, du hast dich ganz klar von deinen 3-4 anderen Kollegen, die zum Beispiel jetzt, du hast dich von 3-4 Kollegen ganz klar, oder Leute einfach ganz klar getrennt. Mhm. Wie du gesagt hast, ich gehe jetzt uhr Ja. und mit euch ist irgendwie schwierig. Oder irgendwie, Ja. mit euch würde ich nichts mehr zu tun. Oder irgendwie so. Ja. Das Einzige, was du dir kannst vorwerfen Also das ist... habe ich nicht gemacht, sagst du? Nein. Ah, eben, ja. Das Einzige, was du dir kannst vorwerfen Mhm. ist, wie fest hätte ich können, Ja. mich beim einen oder anderen melden 100%. und wie fest, wie soll ich sagen, also wie fest hättest du dich können melden und wie fest ist das so ein bisschen ein Freundschaftsding, weil zum Beispiel sagen wir jetzt, ich sehe jetzt den Gilly, Ja. sage ich jetzt die nächsten 2 Jahre zweimal. Ja. Aber parallel, ich sehe, Ja. er ist etwas am dran. Ja. Irgendwie Hustle, irgendetwas. Voll. Er ist wieder voll im Streaming-Game. Ich sehe auf einmal, er ist voll am Streamen wieder. Mhm. Und er sagt auch irgendwie, immer wieder sehe ich Videos oder irgendwie, oder ich kenne ihn auch, einfach weil ich ihn kenne. Ja. Ich weiß, Bro, der Bruder hat schon ein paar Mal gesagt, Bro, er will gerne zu den Top 5 in der Schweiz gehören. Ja. Irgendwie so. Und jetzt grifft er wieder an. Mhm. Jetzt nach 2 Jahren habe ich ihn wieder gesehen. Ja. Das Einzige, was ich ihm kann sagen, ey Bro, ich finde es richtig geil, dass du wieder voll drin bist. Ja. Aber wäre schön, dich ab und zu ein bisschen öfters gesehen. Voll. Aber ich verstand den Hustle. Voll. Dann ist etwas anderes. Das ist wie wenn du, jetzt blöd gesagt, banal, aber wie wenn jemand Vater oder Mutter wird. Mhm. Und dann hörst du die Person in einem Jahr vielleicht 2-mal und siehst sie einmal. Ja. Natürlich ist völlig etwas anderes als Kind und so, aber es ist wieder einfach etwas in deinem Leben geht, es passiert. Du bist etwas am dran, irgendetwas bist am Angehen. Aber wenn es von dir aus wie so, kennst du die, wo so, manchmal immer mit dem Hängen und so, aus Distanz, einfach so niemand schreiben, niemand melden, nachher siehst du dich, du merkst auch, auf einmal ist es anders und du spürst die Distanz. Dann würde ich sagen, ja, look Bro, schon nicht korrekt, so, dass jetzt so der Arrogante, der wo ich jetzt Fame und so, weißt du. So. Ja. Aber das ist ja nie bei uns der Fall. Mhm. Und ich sage auch, Bro, Leute, die einen lieben und schätzen, die wissen eigentlich, und nicht erst 1 Jahr Freundschaft, so, ich meine mit so wirklich so langjährige Freundschaft. Dann ist eigentlich im Kopf so drin, so, es braucht viel, bis jemand so mit mir einen Bruch macht oder sich nicht mehr mit mir meldet und so. Irgendetwas kann passieren. Und wenn es schon mein Kopf so rattert und wieso, warum, dann schreibe ich ihm doch schnell. Ja. Aber das ist normal, Bro. Das ist normal in dem Dings, weil ich meine, ich habe das auch, so Gedanken gehabt, weißt du, so, bei dem mehr melden, bei dem weniger. Bro, früher, ich habe den Leuten innerhalb von einer Stunde zurückgeschrieben. Ja. Jetzt, Bro, nach 3-4 Tagen kommt er erst mal an. Ja. Okay. Verstehst du? Ja, aber nicht. Und dann wieder, wenn er bei mir sagt, Bro, wenn ich dir schreibe, du hast wieder 2-3 Tage, fair, Bro, was soll ich sagen? Ich so, ja, hast recht, aber entweder, also, es ist immer etwas, aber nicht zum sagen, wie nachher kommt es auf die Person drauf an, dass die Person sagt, ja Bro, ich bin nicht mal dir wichtig genug, dass du mir schnell zurückschreibst. Dann sage ich, Bruder, look, 100%, ich sehe, was du meinst. 100%. Bei mir ist einfach eine andere Schiene momentan. Es tut mir mega leid. Aber wenn irgendetwas ist, du weißt, ein Telefon, ich nehme immer ab. Ja, das stimmt. Immer ein Telefon, ich nehme immer ab, immer. Und wenn du mir schreibst, Bro, irgendwie, Bruder, können wir uns heute Abend sehen, irgendetwas oder irgendetwas so, ich nehme ab, ich schreibe dir sofort instant. Aber wenn es irgendetwas ist, so, ich mache jetzt irgendein Beispiel, ey Bro, hast du Lust, danach wieder go paddeln? Ja. Ja, Bro, dann, entweder ich gehe so, ja, voll, oder ich bin gerade irgendwas am machen und nachher aus dem Angehen, aus dem Sinn, fuck, ich habe es zurückgeschrieben. Jackie. Aber das höre ich auch, weißt du, das ist auch so, das, ja, weißt du, wenn du schreibst, hörst du erst nach 2-3 Tagen etwas und so. Fix. Aber dann, ja. Also wir sind jetzt 15 Jahre befreundet. Mhm. Und ich würde behaupten, du kannst mich korrigieren, wenn ich falsch bin, aber ich würde behaupten, du hast vorhin zwar auch gesagt, der Podcast hat seine Narbe hinterlassen auf die Freundschaft. Mhm. So, du hast selber gesagt vorher, so, du kannst an 2 Hände abzählen, wie viel wir in den letzten 3 Jahren getroffen haben, Ja. zum privat etwas Ja, voll, machen, wo voll. in keinerlei Form mit dem Business zu tun hat. Ja, voll. Bereust du es amigs?
ich habe mir ein paar Mal Gedanken darüber gemacht und ich sehe das so, zum einen, es ist schon nicht geil, aber zum anderen, du bist ja so oder so irgendwann auf Zürich gezügelt. Ja. Und wenn ich andere Beispielfreundschaften nehme, Ja. aus unserem Umfeld, wo zu dieser Zeit nicht Gang- gleich tief, aber gleich eng, Ja. so Gilly, Sandro, so die gleichen Ja, Wege ja. und so, ich höre die anderen noch weniger wie dich. Checkst? Und das ist einfach, weil es ist einfach so, Bro, Leute, das Leben, du lebst das Leben, Bro, es ist von 20 bis 30 oder von 18 bis 30, Bro, du wechselst vielleicht 1-2 Mal den Freundeskreis oder es kommen neue Leute, andere gehen und so, aber ab einem gewissen Alter hittet das Leben. Und bei jedem ist anders. Einer sagt, Bro, haha, Peace und so, bis 40 umeinander, mir scheißegal. Einer sagt, Bro, ich bin jetzt Vater geworden. Eine sagt, ey, ich kann studieren dorthin, was auch immer. Und dann hittet das Leben. Schon nur ein Umzug. Auch wenn es nur 20 Minuten Autofahrt ist, es macht schon Abstand. Ja. Und am Anfang habe ich mich gefragt, dass so, ja, weißt so die ersten 2 Jahre 10 von 10 gewesen, nachher ist einfach voll Business geworden, weißt wir sind da hingekommen und dann haben wir geredet und dann haben wir wieso nicht wie früher abgemacht. Ja. Aber zum wie früher abmachen, hat es auch die Dynamik von früher gebraucht. Voll. Wir sind im Winter, wir wohnen zusammen, die Jungs sind auch im Winter, wir sind alle da, alle rum, alle leben. Der wohnt allein, der wohnt in der Weg, aber alle sind dort, so im Puls. So. Das ist ja das Ding, wir haben uns einmal die Woche immer getroffen mit einer größeren Gruppe. Es gibt gar keine Räume mehr, Ja, wo wir einfach funktionieren, Ja. wo wir einfach sind. und am Anfang habe ich wieder gedacht, das ist ein bisschen schade, aber dann wiederum ist das ja, dann habe ich mich wieder gefragt, wie wäre unsere Freundschaft ausgekommen, hätten wir den Podcast nicht. Und ich glaube, das wäre sogar mehr auf Abstand, also nicht, mir würde das mir ist das weniger gehört wie jetzt, sage ich. Das ist fair. Weil du sagst eben, du bist jeden Tag mit deiner Frau und du hast jemanden, der jeden Tag etwas erzählen kann. So, du weißt einfach, so egal ob Hass, Freude, negativ, positiv, egal was, du hast immer jemanden daheim. Das war ja vorher bei uns so, weißt du? Ja, voll. Du bist Voll daheim schwierig, angekommen, Bro, wie ist es? Und da hast du immer so gewusst, so, Bro, man, heute ist wieder so ein Bastard, nachher, erzähl und so. Nachher der nächste, hey Bro, bitte und so, ich will auch kurz vor der 5 Leute noch jemand an, braucht irgendetwas. Lass deine Sorge raus, Bro, bist in einem Umfeld, wo du dich wohlfühlst. Und es ist so. Und wenn ich wiederum anders denke, ich meine, wenn du nochmal 10 Jahre voraus denkst, schon jetzt im Vergleich vor 10 Jahren, die von vor 10 Jahren, es ist 90% sind nicht mehr da. Checkst? Und ich glaube, so, das ist wieder ein bisschen deep, ich glaube so, der Mensch schließt so ein paar Freundschaften in seinem ganzen Leben, aber so 3, 4 verhebt, so für immer. Ja. So verhebt. Und wenn ich so Freundschaften höre, so bei den Leuten ab 40, 50 drauf und so, die sagen dann, ja, wir sind jeden Tag rum und so, wir hören das 2-mal in der Woche, wir gehen etwas machen und so. Wichtig ist auch, dass du die Freundschaft pflegst. Das machen die. Und ob das jetzt ist, einmal in der Woche treffen sich zum ein Bier trinken oder einmal alle 2 Wochen treffen sie sich zum etwas Geiles zu essen, wie früher, irgendetwas, du musst echt pflegen. Ja. Und ich habe nachher ein bisschen einen anderen Blickwinkel auf den Podcast, um nochmal den Kreis zu schliessen. Ja. So, nicht um es mir gut reden, aber ich bin wirklich der Meinung, dass auch wenn es schlussendlich nur fest Business geworden ist jetzt, ich glaube, ohne den Podcast, mit der Ausgangslage, die wir jetzt haben, ohne den Podcast, hätten wir es wahrscheinlich noch weniger gehört und hätten noch weniger Berührungspunkte. Weil, schon nur wenn du an Live-Shows denkst, der ganze Monat vorher, wir sind fast ständig im Austausch, auch wenn es nur Business ist, Bro, wir hören das, nachher wir sehen das, wir reden miteinander. Und das ist ja so, ich will ja das mit jemandem lieber wählen machen als mit dir, weißt du? Und deswegen, es hat seine Vor- und Nachteile. Und vielleicht muss man einfach auch akzeptieren, dass gewisse Sachen nicht nur, also vor allem nicht wegen dem, es ist einfach der Lauf vom Leben. Ich glaube nicht, dass unsere Freundschaft die gleiche Dynamik hat, die jetzt wie Anfang Wegezeit zum Beispiel, hätten wir den Podcast nicht. Ja, vielleicht wären wir gar nicht. Ja. Eben, noch weniger wahrscheinlich, weißt du, habe ich das Gefühl.
Hey, ich weiß es nicht, Bro. Oder was meinst du? Nein, also ich schaue an mich schon, ich denke mir an mich schon so, Bro. Ich weiß auch nicht, Mann. Ich denke mir an mich einfach so. Vor 10 Jahren, vor 5 Jahren, Ja. hätte ich keine Sekunde überlegt, ob wir mit 60 noch befreundet sind oder nicht. Ja, voll. Also es wäre gar kein Überlegen Ja, fix. gewesen, so. Ja. Und jetzt denke ich mir schon, wenn der Podcast aufhört, sind wir noch. Ja, fix. Also weißt du, aber ich meine so, ja. weißt du, was ich die meine? Frage, So, das ja, sind die so Fragen, Gedanken kannst die man okay, sich- die man sich einfach stellt. ja. Und letztens haben wir auch uns über das unterhalten und du hast mir gesagt, Bro, schau, die Zeit verändert sich und man lebt anders und du kannst einfach sicher sein, ich bin einen Anruf entfernt. Ja, fix. So, was auch immer passiert, so, Ja, ja. wenn du etwas brauchst, ich bin einfach da. Ja, fix. Und irgendwie, dass man das muss sagen, Ja. bedeutet auch irgendetwas. Ja. Verstehst du, was ich meine? Ja. Aber, Bro, ich glaube, der Podcast, du hast es richtig gesagt, so, ich hätte das mit keinem anderen Mensch lieber gemacht. Mhm. Ich mache es mit keinem anderen Mensch lieber. Ich wünsche mir amix, dass ich das Ganze ein bisschen weniger als Business Mhm. anschaue, dass ich gewisse Sachen weniger streng anschaue. Mhm. Aber alles in allem, Bro, kann ich nichts anderes sagen als irgendwie, dass wir mit so wenig Effort, also so auch neben dem, wir machen nichts anderes als da hocken, reden, das aufladen und Leute hören das, es geht ab. Wir haben genug oft bewiesen, dass die Schweiz das hat wollen. Mhm. Und darum ich bin froh, ist es passiert. Ja, Ich bin fix. froh, haben wir die 4 Jahre gehabt. Ich bin froh, wenn es weitergeht. Es ist für mich auch okay, wenn es nicht weitergeht. Mhm. Aber ja, um die Frage nochmal beantworten, ich weiß, ich kann es dir wirklich nicht sagen, ob ich das bereue. Also nein, ich bereue es grundsätzlich natürlich nicht, aber ich denke mir manchmal schon so, vielleicht wäre es einfach auch geil mit dir die letzten Jahre können anhocken und ich erzähle dir von meinem Leben, du erzählst mir von deinem Leben und wir haben wenig professionelle Berührungspunkte. Ja, fix. Ja. Aber ja. Bro, so ist das Leben. Ich habe, also weißt du, dass sich die Dynamik mit Freunden geändert hat, das habe ich schon seit 1-2 Jahren. So seit 3 Jahren, wenn nicht. Oder seit 2 Jahren eher. Und das kommt nicht alles, also es kommt nicht davon, dass ich einen Podcast mache, sondern eben, Bro, verheiratet, Kind, mit Partnern zusammen wohnen, Zürich wohnen. Bro, ich kann nicht, weißt ich verstehe es auch völlig voll und ganz und ich kann das auch nicht, weißt die Anforderung, so dass ich jetzt irgendwie von meinen Kollegen erwarte, so, ey, look, wir haben so oft uns gesehen. Wieso sehen wir uns nicht? Bro, jeder weiß, und es ist einfach so, jeder weiß, um die 30 kommen und vor allem nach 30 ist einfach Leben kommt, Bro. Also wir sind es wäre zu geil, es wäre zu nice und so, weißt du, wären wir wieder in der Wege oder einfach wieder die Dynamik und so. Aber genau deswegen hat es ja die gehabt. Genau dann hat es das gegeben, es ist genau perfekt dann gewesen. Vor und nach war nicht perfekt gewesen. Ja, das stimmt. Und genau der Podcast ist jetzt genau da und der ist jetzt einfach genau da perfekt, wie er jetzt ist da. Und ich würde ihn lieber gerne noch weitermachen, weil ich habe trotzdem Freude, weißt du, da kommen, mit dir reden, mit dir Sachen bis so planen. Und ich weiß auch, dass mit mir, weißt du, so, nicht immer einfach war, weißt du. So. Ich glaube, es geht auf beide Seiten. Ja, fix. Ich weiß, dass es nicht einfach war, aber wiederum ist eben das, was ich wieder sage, so, bei keinem anderen Mensch, weißt du, hätte ich das so unter den Umständen niemals, weil, weißt du, es ist Familie, es ist nicht so wie, jetzt nicht böse, zum Beispiel, wenn der Ramin mit dem Podcast will machen, auch ähnliche Kultur, er will sagen, Bro, das ist das, und er will, oder ich umgekehrt mit ihm so wäre wie mit dir, oder er so mit mir, wie du mit mir. Ich glaube, beide von uns würden irgendwann mal nach ein paar Monaten sagen, ist gut, haben wir besser nicht. Ja, besser nicht. Ja, ich glaube, unsere familiäre Bindung hat schon immer wieder dazu gebracht, dass wir den Podcast trotzdem weitermachen. Ja, trotz all diesen Hürden, voll. Trotz all dem, dass ich andere Ansichten habe auf das als du.
Ja, und ich glaube im Fall auch, ehrlich gesagt, es ist einerseits ein Blessing für unsere Freundschaft gewesen, aber andererseits ist es einfach auch ein Test für unsere Ja, Freundschaft gewesen, Mann. Bro. Ja. Die letzten paar Jahre. Ja, es ist völlig anders. Früher haben wir es nur in dem Kontext mit beste Zeit miteinander. Ja. Jetzt geht es um Business. Es geht um Geld, Und, es geht und um du hast Schaffen, die es geht um- Vision und du willst so machen. Ja. Und ich sage so und ich will so machen. Und nachher musst du erst mal lernen, dass nicht alles ein Schwanzvergleich ist. Ja. Nachher wirst du du wachst aus das, dann wirst du bei dem stärker. Nachher lernst du bei dir noch Kommunikation. Okay, weißt du, Bro, wenn wir untereinander waren früher, haben wir uns gerostet, Bro, bis der andere fast brüllt hat. Ja. Und unter Business-Umständen musst du schauen, wie du miteinander redest, weil Es ist schon krass. Eigentlich ist es eben auch schon eine krasse Art und Weise von Therapie, nicht? Ja, 100 was wir Pro, machen. Bro. Weil ich meine, wir haben in diesen Jahren schon auch sehr viel darüber gelernt, wie man miteinander redet, wie man umgeht, wie man das Geschäft pflegt. Ja. Das ist schon krass, Mann. fix 100 Pro. Deswegen, es ist, vielleicht haben wir es abgebrochen auf etwas einfacheres Dingsle. Der Podcast hat uns eine andere Seite von unserer Freundschaft gezeigt. Und zwar die, wo wahrscheinlich die wenigsten miteinander haben. Ja. Businessrelevant. Voll. Bro, ich sehe es bei meinem Vater. Ich habe meine Familie, ich habe 30 Onkel, ich habe 50 Fälle. Ja. Ich habe dir 50 Fälle aufzählen, wo der Onkel mit dem Onkel etwas zusammengebaut hat, aufgebaut hat, nach 2 Jahren reicht nie mehr mit ihm. Wegen? Geld. Bro, Geld. Ja. Und das ist ja das Gute bei uns so. Wir verdienen kein Geld. Erstens das und zweitens Geld ist was Bolimeni Kura. Das ist so, scheißegal. Ja. es kommt, es geht. Geld kommt, es geht. Wenn dir Geld von Anfang an wichtig ist, dann mach deinen eigenen Scheiß, weißt du? So, wenn du wirklich sagst, Bro, ich will etwas jetzt machen, will ich sie voll in dem Potenzial zum Cash machen, das ist etwas anderes. Wenn du sagst, Bro, ich habe richtig Lust mit dir das machen, ich habe es für sie richtig lustig, fangen wir nebenbei noch einmal im Monat kurz Twitch oder so machen, du sagst, oh mein Gott, wäre zu lustig, dann ist etwas anderes. Ja. Aber wir haben es businessrelevant kennengelernt, Bro. Wir haben am Anfang die schönste Zeit gehabt, wegen beide haben zu das gefühlt, zu lustig gewesen. Und irgendwann mal hat es vielleicht angefangen zu stagnieren oder noch mehr Business werden. Nachher ist es so gewesen, Bro, look, jetzt wird es big. Und ich habe das Gefühl, wir können so und so. Ja. Und ich sehe uns da. Ja. Und jemand ist vielleicht, ich will eher so. Ja. Oder jemand ist so, Tamam machen wir, mir scheißegal. Aber egal, wichtig ist einfach so Gespräch, so darüber reden, Bro, weil am Ende vom Tag ist, mein Vater ist sein bester Kollege, sein Bluesbruder, der in England wohnt, der gehört er auch einmal in der Woche oder einmal alle 2 Wochen. Die telefonieren, die haben es lustig und dann ist gut, weißt du? So. Würde mein Vater ihn am liebsten jeden Tag sehen, wenn er könnte? Wahrscheinlich schon. Ja. Aber er hat Frau, er hat Kind, er hat alles Mögliche, Bro. Sein Leben ist nicht mehr wie vor 20 Jahren oder 30 Jahren, wo er mit ihm noch Schule gegangen ist und Scheiß gemacht hat, was auch immer. Hey Bro, danke für das schöne Gespräch. Ja, Mann, same. So gut über das reden. Es ist auch schön. Ich finde es auch sehr authentisch, dass wir das vor der Kamera machen. Ja, fix. Irgendwie. Ich stelle jetzt ab, nachher kannst du meinen Schwanz mal nehmen. Okay. Und Nein, danke vielmals. Es ist jetzt 20 vor 6. Mal schauen, wenn es online ist. Mal schauen, wenn es online ist. Ja, ich bin gespannt. Wir probieren das zu machen. Ja, ich kann glaube ich nichts anderes sagen als danke für das Gespräch, Bro. Danke auch dir auch, Bro. Merci für die letzten vielmals. 4 Jahre, Mann. Ja, Mann, danke dir auch für die letzten 4 Jahre. Es war ein schönes Gespräch gewesen. Und für die bis jetzt am Schluss zugelassen haben, Leute eurem Kollegen. Leute eurem Kollegen, Kollegin an, sagen einfach, ich liebe dich. Und schreibt uns, wo ihr uns würdet am liebsten sehen in einer Stadt, wie vielleicht irgendwann mal gibt es wieder eine Show. Nein, geil, Mann. Danke Also. fürs Zuhören. Schönen Abend. Ciao, ciao. Das ist kurz und